Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone of Pelzig. Ja, noch ist es nicht vorbei. Noch ist es hier definitiv nicht vorbei. Wir haben uns ja entschieden, jetzt erstmal hier die Sidequest zu machen mit dem Nester. Aber ich glaube, ein kurzer Zwischenstopp bei Busa kann gerade nicht schaden. Wir machen das mal weg. Ich gehe mal zwischenzeitlich zu Busa zurück. So. Wir müssen hier schnell raus. Richtung Bike. Ach, wenn ich die Horde in der letzten Episode dezimiert habe, sind trotzdem noch jede Menge von den Freaker unterwegs. Und ich sollte jetzt einfach nur rennen. Ich sollte machen, dass ich hier wegkomme. Schnell aufs Bike. Und weg. Weg, 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 weg. Irgendwie über den scheiß Leichehaufen wieder weg. Ja, Landungsschaden kennen wir schon. Ich bin aber auch nur froh, wenn ich hier einfach überlebe. Das war Horde in unmittelbarer Nachbarschaft fast. Okay, wir fahren hier durch die Prärie. Ich penne jetzt einfach mal, weil die Nacht ist echt hart. Quod era demonstrandum. Wir landen schon gleich wieder bei der nächsten Freaker. Scheiße. Wir kürzen hier ab. Und hoch mit uns. Manchmal ist es besser, sich einfach nur zu verpissen. Wie das Spiel sehr eindrucksvoll darlegt, ihr liebe Leid. So. Jetzt einfach nur Reihe hier. Alter Falter. So. Hier gab es noch irgendwo Benzin, habe ich gehört. Wo ist noch wo? Vielleicht hier im Schuppe. Ne, das wird wohl Busas Bike sein, ne? Okay, so, alter Falter, ja, Zwischenstopp sollten wir auf jeden Fall mal einlegen. Können wir uns jetzt endlich einmal den Lappen hier mitnehmen. Und dann sollte man noch Kerosin auf jeden Fall plündern. Weil da ging ja durch die ganze Molotow-Geschichte jede Menge verloren. Und ich glaube, ich schmeiß mich mal in die Koje. So. Schlafen. Benutze eine Pritsche an sicheren Orten wie Bunkern oder dem Versteck, um zu schlafen und die Zeit voranschreiten zu lassen. Einige Herausforderungen wie Infizierungen können je nach Tageszeit anders angegangen werden. Außerdem kannst du deinen Fortschritt in der Nähe einer Pritsche speichern. So schön sagt. Ich glaube, mein Bett ruft mich. Ja, und ich glaube, ich bin sowieso schon mehrere Tage auf der Bay, also das muss so sein. So, machen wir eine Runde pennen. Aber cool gemacht ist auf jeden Fall. So. Ich würde ganz gern bei Tagesabbruch, ja. Ich würde ganz gern bei Tagesabbruch auf jeden Fall los. Dann ist es im infizierten Gebiet nicht so schlimm. Und dahinter brennt, ach, ganz schäde Kittel. Na gut, dann heilen wir uns erst einmal wieder. Gehen nochmal kurz in unser medizinisches... Okay, das war da wohl das Medikit, was ich verbraucht habe. So, dann kümmern wir uns darum, dass unser Bike noch repariert wird. Und wir sollten vielleicht noch voll tanken, wenn irgendwie möglich. Moment. Da steht unser Bike. Das sollte erstmal repariert werden. Ne, ist schon repariert. Hat aber nicht mehr so viel Benzin im Tank. Warum ich jetzt noch, wo ich das scheiß Benzin hierher kriege, ne? Weil auf der Karte wird es hier mit Tankstelle noch... Ah ja, okay. Hier irgendwo muss das sein. Da muss es ja wohl hier irgendwo Tanker oder ähnliches geben. Warte mal. Gehen wir mal in die Karte. Nochmal ein bisschen weiter. Hier. Da ist es. Da ist unser Benzinvorrichtung. Okay, cool. Und dann wird unser Bike getankt. Genau. Können wir direkt hier stehen lassen. Und weiter geht's. So, wir markieren jetzt nochmal das Gebiet. Und dann können wir uns da in die Richtung aufmachen. Okay. So. Gut. Infiziertes Gebiet. Das heißt, im Prinzip muss ich da Nester säubern. So.
gute Sache. Hier können wir das Bike hier ausrollen lassen. Das sollte kein Problem darstellen, ne? Damit wir nicht so viel Benzin verschwenden einfach. Dann können wir immer noch die Aare und Ohren aufhalten. Ob hier in der Nähe noch irgendwas abgeht. Anscheinend braucht das Bike hin und wieder mal einen Schubser. So. Okay, na dann. Ab in die Richtung. Wenn hier infiziertes Gebiet ist, dann... jo, das zählt zum infizierten Gebiet. Das ist hier rot hinterlegt und markiert. Okay. Und die sind bei Tage wesentlich einfacher zu handhaben. Okay, hier ist es. Ja. Oh, das Camp ist voll von denen. Ja, geht zu Fuß rein. Und speichern. So viel steht fest. Jo. Wir wollen hier speichern. Leise. Und, wie er schon gesagt hat, leise. Infizierte Gebiete, Räume. Wenn die Freakers dann alle pennen, soll mal das recht sein. Zerstöre die Nester. Dasselbe gilt ja im Prinzip auch noch hier. Das sind nämlich auch noch die ganzen Nester, ne? Infizierungsbeseitiger. Crazy Willies, infiziertes Gebiet. 4 Nester insgesamt. Okay, dann machen wir das hier nochmal, bevor... Bei Crazy Willies habe ich es anscheinend verpennt. Obwohl ich das als Nester teilweise erkannt habe, was da abging, ne? Okay, so. Noch mehr von euch? Yep. Wir machen erstmal mit der Armbrust Rambazamba. Bevor ich hier andere Quatsch mache. Okay, hier sind anscheinend 6 Nester. Ich brauche noch Kerosin. Freaker-Infizierungen. Freaker-Infizierungen sind äußerst gefährliche Gebiete, in denen sich die Freaker versammeln, um ihre Nester zu bauen und am Tag zu ruhen. Räume alle Nester bei einer Infizierung, um eine Schnellreisestation zu erhalten. Okay, das klingt doch gar nicht mal so verkehrt. Lumpe und Nächel. Schnappt das sich immer, wenn es nur beisammen ist. Das finde ich gut. Hier dürfte wieder Munition drin sein für mich, ne? Was ist drin? Sturmgewehrmunition. Perfekt. Wir laden nochmal noch für das Fall der Fälle. Sicher ist einfach sicher in der Hinsicht. Sind hier Krabbler auf dem Nest, auf dem Dach? Nee. Aber hier habe ich einen besseren Überblick über alles. Keine Krabbler. Hoppla. Irgendwo in der Ferne schießt jemand. Nester. Okay. Ich habe gedacht, da liegt einer dabei. Ist einfach nur der untere Teil vom Körper. Herzlichen Glühstrumpf. Ja. Was haben wir hier noch drin? Schrott. Okay. Ich erkenne das Nest. Ich schmeiße hier gleich mal ein bisschen was rein. Feuer frei. Ja. Wie gefällt euch das, hm? Na Ups. los, ihr Scheißkerle, kommt schon. Na okay, das muss jetzt wohl so sein. Okay. Gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir brauchen Kerosin. Wir brauchen weiterhin Kerosin. Es gibt jetzt nur Schrott, wo wir schon genug haben. Tja, wo findet man Kerosin? Das ist jetzt die Frage, ne? Vielleicht dort drüben in dem Werkstattbereich. Das geht bestimmt schnell hoch. Offensichtlich, ja. Okay. Ein Beil. In der Hütte muss ein Nest sein. Jetzt habe ich ja endlich wieder eine Nahkampfwaffe. Ein Nest weniger. Wie viele sind's noch? So. Oh ja, ein Nest. Okay, ihr schlaft einfach schön weiter, ja? Beachtet mich gar nicht. Ich finde es aber ganz cool, wie das so spricht. Und dass man da immer ein bisschen auf dem Laufenden gehalten wird bei dem Ganzen. Das finde ich ganz cool gemacht. Okay, da ist jetzt auch wieder. Und Na gut, Jungs und Mädels. Dann mal los. ja. Und Gott, das waren wieder 4.
Wenn ihr Ohren schnappen wir uns noch. Und dann bräuchten wir eigentlich jetzt wirklich dringendst Kerosin. Ohne Kerosin keine Molotow-Cocktails. Und ohne Molotow-Cocktails keine Nester, die ich zerstören kann. Tja, dumm, ne? Ups. Hoppla. Kann ich denn... Ah ne, das habe ich ja nicht geskillt, dass ich die paar Bolzen noch finde, ne? Okay, möglicherweise können wir doch einen schneller, hinterhältiger Angriff durchführen bei dem. Achtung. Ah, wird's was? Viel Glück. Jo. Kehlerschlitzer für dich. Kehlerschlitzer für dich. Kehlerschlitzer für den Freaker. Ach ja. Okay, gut. Da hätten wir dann hier noch was. Okay, das gibt nochmal Desinfektionsmittel. Ich nenne das nicht Sterilisierungsmittel. Das klingt für mich irgendwie so noch Mann impotent macher oder Mann unfruchtbar macher. Tja, Kerosin. Ohne Kerosin bin ich aufgeschmissen, ihr liebe Leid. Das ist etwas dumm jetzt. Wir sind jetzt hier bei 2 von 6 Nester haben wir zerstört. Aber ohne Kerosin läuft das nicht mehr. Kann ich nichts weiter mehr machen. Tja, das ist halt das, ne? Eben drum. Aber das kann ich dann auch nur am Dach machen. Anders geht es leider nicht. Sollte man vielleicht mal in die Gegend aufmachen. In der Hoffnung, hier noch was zu finden, was wir gebrauchen könnten. Oh, ein Lager. Ja, hier würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Definitiv. Ist halt blöd. Ohne funktionierende Molotow-Cocktails. Oh, ist das hier euer Scheißhaus? Großer Gott. Okay, dann muss es entsprechend hier stinken, entnehme ich mal seine Aussage. So. Da ist Kerosin. Verdammte Freaks. Was zum Teufel macht ihr hier drin? Scheißhausparty, hast du doch gesagt. So. Dann gehen wir wieder auf die Armbrust. Und... Das ist die reinste Todesfalle. Oh, Scheiße. Was ist denn hier passiert? Schrottinventar voll. Sollte ich mich mal umschauen. Und da gibt es auch einen Molotow-Cocktail für Oma. Sehr cool. Okay. So, die Scheiße können wir schon mal so fertig machen. Ganz schön kalt draußen, ha? Da heize ich euch ein bisschen ein. Okay, das ist noch ein Kopfschuss. Klar. Ja, offensichtlich habe ich ein paar aus ihrem Schlaf geweckt, aus ihrem Schönheitsschlaf. Warte mal. Moment. Ich will das Beil. So, dann kümmern wir uns nämlich mal so um die. Und gehen in den Nahkampf. Ich habe schon gemerkt, im Nahkampf kommt man hier tatsächlich ein bisschen besser voran. Das habe ich ja schon bei der Horde gemerkt. Okay, cool. So. Alter Falter. Dann nochmal einmal den Verband anlegen. Wieder, ja, bleiben wir erstmal beim Beil. Wieder in den Schleichmodus. Und da kam jetzt nur einer raus aus dem Nest. Aber ich habe anscheinend die ganze Horde hier geweckt. Ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Kantholz. So, musst du aufpassen, wo ist dann hier das Nest? Das nächste. Muss wohl over sein, ne? Ja, hier over. Ich fürchte, das ist das hier, ne? Na dann. Wir warten, was rausgestürmt kommt. Und... So.
Wieder ein Nest. Oh Gott, das sind... Huch, was läuft dann hier ab? Das war jetzt etwas doof. Das war ein Grafikfehler. Trotz Update-Datei, die ich heute noch vorm Spiele installiert habe. So. Ja? Okay. Cool. 2 Schwärmerohre. Hier oben ist jetzt 8 geregelt, ja. Okay. Cool. Okay, da können wir dann teilweise auch in Gebiete rein, die vorher nicht zugänglich waren. Aber bringt uns hier einen Scheißdreck, wie es aussieht. So. Okay. Da ist noch ein Nest. Aber... Ja, holen wir uns das neue Beil. Aber mir fehlt es derzeit mal wieder an Kerosin, um hier was zu drehen. Tja, dunkel offen, ne? Das ist blöd. Das ist echt blöd. Ja, uns fehlen nur noch die 2 Nester tatsächlich. Das heißt, ich muss mal irgendwo Kerosin noch besorgen. Bevor ich hier endgültig Rambazamba mache. Tja, was haben wir denn hier noch in der Nähe? Das ist jetzt etwas doof. Ist etwas blöde jetzt. Ich muss mich hier auf dem Gelände umgucken. Ob ich hier nicht möglicherweise ein bisschen Kerosin besorgen kann. Möglicherweise hier in deiner umgestürzte Waggons. Oder hier. Nee, nix. Nee, das wahrscheinlich auch nicht. Können hier mal reingucken? Nee, das ist leider nicht... Das wird so leider nicht funktionieren. Und hier befürchte ich einfach... Ach. Nee. Fliegste Scheiße, wenn es jetzt an sowas hapert, wächst. Oh. Du hast auch wieder ein paar aufgehängt. Ja, da hängt jemand am... Hängen mindestens... Ja. Einer an der Handgelenke, einer am Hals und einer kopfüber. Okay, reizend. Das muss mal gut sein. So, ich möchte eigentlich hier nochmal mal die Nester abfackeln. Aber ich befürchte, dass ich da bis zur Dämmerung nicht fertig werde mit. Weil mir einfach Kerosin fehlt. Ah, da ist doch jede Menge Bierflasche, Lumpe, ja, aber... Kerosin, verflixt nochmal. Kann doch nicht so schwer sein. Das ist saudumm gelaufen. Das war wohl nicht, aber dort findet sich nichts, ne. Hier. Komm auf. Ah ja, da ist wieder Munition drin, die kann ich natürlich auch sehr gut gebrauchen. Gerade die Sturmgewehrmunition. Sehr nützlich. Aber das, worum es mal geht, habe ich nicht. Das ist sehr, sehr schade. Ich glaube, da war das erste Nest. Da könnte man uns möglicherweise auch nochmal umgucken. Ob jetzt so durch, dass das Nest geräumt war, hier möglicherweise noch was freier zugänglich ist. Eine Machete. Die ist mir sogar lieber als das Beil. Da ist doch. Nochmal einmal Kerosin. Sehr schön, da haben wir wieder ein Nest frei. Und noch ein Bierflasch. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht kriegten, oder? So, da ist noch ein Verband. Aber immer noch ein zweites Kerosin oder ein Molotow-Cocktail, der irgendwo rumfliegt. Okay, jetzt muss ich mich allmählich dummler. Oh! Oh, nein! Das wollte ich doch nicht! Scheiße, ich wollte da mit der Armbrust. Oh Mann, wie dumm. Das war saudumm. Okay. Hirschfleisch. Sogar noch schäge Brote. Okay, da habe ich noch ein Schwärmerohr übersehen. Das... Scheiße. Okay, das können wir jetzt knicken. Das können wir jetzt tatsächlich knicken, ihr liebe Leid. Wir machen Folgendes.
Wir kehren nochmal zu Busa zurück. Gucken hier, ob man... Wobei... Ja, Copelands Camp ist nicht näher. Wir kehren zu Busa zurück. Suchen dort im Camp noch Kerosin. Und kommen dann in der Episode übermorgen wahrscheinlich wieder zurück. So, das heißt, ich muss jetzt erstmal wieder zurück, weil hier bricht allmählich die Nacht wieder ein. Und das ist überhaupt nicht gut, wenn ich das nur so ganz salopp formulieren darf. So. Okay. So. Ich komme später wieder, was er noch hier anbringen muss. Genau. Genau das, du hast erfasst. Huch! Ein Wolf! So, nochmal zurück. Jetzt wird dann erstmal der Helm wieder getankt. Und dann kümmern wir uns um den Rest. So. So, da sind wir ja schon wieder. Und... Okay. Gut, da wird jetzt erstmal wieder getankt. Und dann gucken wir mal ganz ausführlich noch Kerosin. So. Mhm. Wieder getankt. Jetzt gucken wir doch mal, wo wir hier noch fucking Kerosin auftreiben können. Eine Waldlilie. Das hier? Ein Alpensäumling. Säuerling. So rum. So, jetzt gucke ich dann nochmal, ob ich hier noch möglicherweise gutes Zeug auftreiben kann. Die Nägel sind voll. Okay. Habe ich denn alles täuscht? War hier noch ein bisschen Kerosin, ne? Baseballschläger aus Holz. Wisst was? Wir nutzen das gerade wieder. Den Basie aus Holz. Um hier wieder einer zu basteln, so ein mit Nachel. Okay. Gut, da können wir nämlich hier Schrott und Kerosin holen. Können uns hier wieder der nächste Molly basteln. Und ich gucke einfach mal, ob wir hier noch woanders Kerosin haben. Ja, da ist es doch. Okay. Holen wir uns. Und basteln dennoch. Wisst was? Scheiß drauf. Scheiß doch einfach drauf, ja. Mir haben es noch markiert. Ich hab gelacht, wenn ich die Scheiße jetzt nicht auch noch hinkriegt. So. Okay, wäre genauso gelacht, wenn ich mich nicht selber irgendwo in die Scheißerei fahren würde. Okay. Kommen wir mal zurück. Jetzt haben wir unsere 2 Molotow-Cocktails. Und noch schwirren nicht überall Freaker rum. Wenn wir uns ganz kräftig dummeln, dürfte man das auch in der 2 Minuten in der Episode noch hinkriegen. Einmal durch die Pampa gegurkt. Noch schwirren keine 1000 Freaker hier rum. Schäf vor der Lagerhalle geparkt. Dann kann man nämlich sehr schnell den Abflug machen. So. Genau hier. Jetzt geht die Luzi halt ab. Ups. Moment. Moment. Hier. So. Das wird euch aufwärmen. Genau, das war der. Halte mal eine Gaula. Nest zerstört, ja, das sind jetzt aber ein paar Freaker Wachwocher. Und so. Gut, noch ein Schwärmerohr. Hier noch eins. Das Nest ist kaputt. Und dort drüber ist noch eins, genau. So. Herzlichen Glühstrumpf. Warum die auch immer so in deine eklige Dinger pennen? Wie so Vögel halt, ne? Das ist schon merkwürdig. So. Okay, das Gebiet dürfte dann soweit eigentlich, wenn ich den jetzt noch hab, sauber sein. 44% zerstöre die Nester. 3000 Erfahrungspunkte gab's.
genauso gibt es auch Nummer 1600 Vertrauer in Koblenz Camp. Okay, cool. Er ist mein Bruder, 29%. Ziel, ich muss Buße am Leben halten. Gut. Alles klar. 2 Schwärmerohre. Na, endlich. Busa, es ist erledigt. Die Nester sind zerstört. Ab jetzt sollten weniger Freaks auf dem Berg sein. Hey Dick, wie war's? Gab's da viele von denen? Ja, aber ich wollte es machen, solange es noch hell ist. Du weißt ja, sie mögen keine Sonne. Mhm. Ja, das ist wohl die richtige Methode. Jo. Okay, auf jeden Fall. Danke, dass du's gemacht hast. Bevor ich das jetzt aber... Nee, das machen wir immer noch nicht. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück, damit ich da nochmal speichern kann. Du hast hier draußen wohl doch ein paar Sachen gelernt. Offensichtlich. Hätte ich nichts gelernt. Ich aufs Ohr, Busa. Dicken Ende. Hätte ich nichts gelernt, wäre ich schon tot. So. Bierflasche nochmal. Und wieder hoch mit uns. Sehr schön, dann lief das ja doch noch heute relativ rund. Ich habe befürchtet, dass ich mich hier Geschlache geben muss. Aber ich würde sagen, ihr liebe Leute, sobald ich wieder auf dem Berg bin, mache ich meinen Cut. Da sind wir nämlich auch bei 26 Minuten oder fast schon 27 Minuten, wenn ich over bin. Und ja, die Nacht bricht auch rein. Und wir dann Sache, wir sehen uns einfach übermorgen wieder zur Let's Play Days Gone auf Pelzig, wo wir uns dann um diesen Drogenspinner kümmern werden. Muss man gerade mal gucken. So. Und zwar wird es unsere nächste Mission, ganz genau der hier. Jo. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder, wo wir uns dann um voll auf Droge kümmern. Eiern. Yankee.